Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier zu Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Part Nummer 80, nicht 80, Quatsch, 70, und in dieser Folge haben wir nur Ibaba-Plug gemacht. Das relativ locker, dank der Kombi aus Alm, Fee und Silk, sprich, ja, dass halt Fee dank ihrem Teleport, Quatsch, umgekehrt natürlich, dass Silk dank ihrem Teleport Alm nach vorne geschickt hat. Er konnte die gefährlichsten Typen platt machen, unter anderem halt eben nur Ibaba und noch, den Spawn der Gargoyles und sonst irgendwie so den Bogenritter, genau, etc. etc. Und dann hat Fee mit Rettung ihn jemals wieder zurückgeholt. Die Strategie hat super funktioniert, also ich muss sagen, ich bin ganz stolz aufs Team. Bis auf Clive und Luffy sind noch ein paar Flaschen, aber hey, was soll's. Wir haben dementsprechend auch noch coole Charaktere an Bord, die man natürlich so trainieren kann. Vor allem Delphia, die auch noch mega krass ist. Lucas, ja, natürlich mit dem Bandschild. Zwar resistenzmäßig hält ein bisschen mehr aus, dafür weniger in der Defense. Muss man vor allem mal ein bisschen gucken und so. Naja, egal, wir gehen weiter. Und zwar in Ibabas Heim. Nuibaba gathered young and comely girls from all across Rigel. She made sacrifices of them, fed them to monsters to preserve her own youth. Ja, das hat jetzt ein Ende. Ooh, you've met Lord Berkut? You're so lucky. He's amazing. Every woman in Rigel wishes they could be his. Oh, alas, it's an impossible dream now that he's to wed Renea. Ja, noch lang genug lebt, aber so meine Zweifel. Well, we're finally on Imperial soil. Pretty nice dirt, if I'm being honest. And here I thought I would just waste away in little old Ram Village. That's what my pa's pa, and his pa before him did. It's a shame commoners' lives have to be so damned common. Huh? You think it'll change? You think we can change it? Well, it'd be nice if commoners had the same shot at knighthood as nobles. Heck, if we build that world, maybe the folks I've had to kill can forgive me. Or maybe not. Nee, eher weniger, aber ich meine, jeder seines Glückes selber Schmied, also insofern muss man natürlich selber gucken, dass man seinem Leben was macht. Ein Hadesapfel, ein Heilsud. So. Mal gucken, was die Alte noch so alles versteckt hat, wa? Trinkwasser, ernsthaft? Ist irgendwo... Schimmelkäse. Ist irgendwie eine seltene Waffe, so etwas? Ein bisschen enttäuscht von Nuibaba. Wer ist das? Are you alright? Nuibaba has been dealt with, in case you're wondering. She's gone? You mean it? Oh, thank you. I've been searching for my Zeke, but coming here was clearly a mistake. If you don't mind my asking, who are you exactly? We're the Deliverance. Then it's true. Zofia really has invaded. Stay back! Zeke! Help! We just got finished saving you. You realize that, right? And we sure didn't come all this way just to start harming innocent Regalians. So long as we don't meet on the field of battle, you're no enemy of mine. I'm not? Oh, sorry. My heart was racing a little faster than my brain there. But I can see you're a man of his word. Please forgive me. It's alright. I know you've been through a lot. And technically we did invade, so... Well, you still seem more honorable than the troops lording over the village. Oh no! Huh? Are you the leader of this Deliverance? Of course you are. You must be. Just look at you. In that case, I need your help. My lover Zeke is in peril. Forgive me, my lady, but I fear you stand corrected. I am not the leader of the Deliverance. But you're so tall and dashing, I thought for sure... It's you, isn't it? Yes, it must be. Witness the focused air about you. Wrong again, I fear. Alm here commands us. What? Hey there. Forgive me. It's just that you're so young and... young. Don't worry about it. But tell us more about this Zeke person. Yes, Zeke! Ezekiel! You're on your way to Rigel Castle, right?
Then you're certain to meet Zeke on the Regel Plains along the way. When that happens, don't kill him. Don't you dare! His superior officer Jerome is a no-good rotten lout. He and Nui Baba have brought immense suffering upon the locals. Zeke tried to stand up to Jerome and his wicked ways. But once I was taken captive, my love had no choice but to obey. If you tell Zeke I'm free, however, I know he'll fight for what's right. Alright, but this Zeke, Ezekiel, is a Regelian soldier, isn't he? If he attacks us, we'll have no choice but to answer in kind. Aw, he won't attack you. He's a sweetie pie. Heck, he's going to be over the moon about how you all saved me. In fact, I'm sure he'll even come to your aid. He's just that kind of man. You're oddly convincing. I actually believe you. Of course you do. Just remember, no killing my sweet Zeke. Got it? I know you'll get him out of his predicament. I just know it. Hey, wait a second. Why don't I go with you? I just miss my love so much. Jo, warum auch nicht? Obwohl, man muss auch darauf aufpassen, dass nicht dieser Shiromi plötzlich killt war. So, mal gucken. Tatjana, sie ist eine Gesegnete, also eigentlich so wie Silk und Fee. Dann mal hier vorne gucken. Sie ist Level 1, insofern ist schon mal... Oh, Alter, die viel Resistenz. Leck mich am Arsch. Sie beherrscht Seraphim, Nosferatu, sehr gut, kommt bereits im Purgativ, ganz geil. Ja, also, Von der zweiten Heilung mit Purgativ zusammen natürlich nicht verkehrt. Klar, ich meine, Silke natürlich Teleport, aber das ist eigentlich momentan der einzige Grund, wieso Silke noch im Team ist, oder in der vordersten Front, ist eigentlich der. Wegen Teleport. Das ist der einzige Grund noch. Allein deswegen, naja, müssen wir natürlich noch gucken. So, erstmal, habe ich irgendwie noch einen geilen Schild. Achso, den, stimmt, von Tod bewahren. Warte mal. Delphia trägt einen Sakralschild aktuell. Sie hat ja... So ein Zauber ganz kurz gucken. Gegenchecken. Aura. Ragnarök. Alles 1 bis 2 Felder. Cliff hat ja noch Donner. Und Sagittai. Ich überlege gerade, ob ich Cliff vielleicht den Eilring wegnehmen soll. Falls sogar ja Delphia geben. Und ihm dann halt einen anderen Ring, den wir zu Nui Baba bekommen haben, weil ganz ehrlich, Stärke und Zauberbüchern, er hat jetzt auch Erholung. Das ist ungefähr das Gleiche. Mir ging es eigentlich eher darum, Sakralschild und so oder alle Ringe natürlich auch geil für ihn. Wenn ich Delphia halt den Magiering gebe wegen der erhöhten Reichweite, jetzt hätte er sowieso nur bis maximal 2 Felder. Danach kommt es halt bis 3 oder 4 Felder. Bei Cliff hätte ich halt sogar, ja, sind halt jetzt schon 3 Felder mit Sagittai und Excalibur. Da kommen wir noch ein bisschen weiter. Versteht ihr mein Gedankengang? Insofern. Da vergeht natürlich dann das andere drauf. Manipulation. Genau, erhöht die Reichweite schwarzer Magie um 2. Und ich habe durch Disziplin eh noch eine erhöhte Trefferquote. Also heißt bei ihm Trefferquote ist Sagittai, Excalibur, gut, Excalibur ist sowieso verdammt hoch. Und Donner wird halt alles noch ein bisschen erhöht und dank dem Magiering kommt er noch weiter. Und dass er halt nur einen Speed von 17 hat, also nur, also es ist nicht so, dass er einfach nur ist, das ist schon cool. Was könnte natürlich ein bisschen besser sein. So, Sakralschild ist halt die Frage, wann brauchen Sakralschild überhaupt? Auch eigentlich nur, wenn ich wieder gegen halt, ja, die Schrecken antrete. Ansonsten ja auch nicht. Dann kann ich genauso gut irgendwie ein Stahlschild, gut, dann geht der Speed runter. Und eben ich gebe nochmal wieder einen Eilring. Dann haben wir Tatjana noch und sie ist natürlich sehr lahm. Also vielleicht ihr einen Eilring geben. Kannst Offensive mitmischen, sie hat ja verdammt viel Resistenz. Oder eben doch einen Resistenzring oder auch geben
einen Resistenzring eher ihr, damit es nachher 20 hat. Was gebe ich hier denn für ein geiles Item? Gebetsring? Nee. Sakralring? Nee, der heilt ja auch bloß. Irgendwie noch einen coolen Schild, zum Beispiel halt einen Sakralschild zum Tauschen. Weiß Fee soll irgendwie in die Offensive. Ich meine, so ein Schild bringt es eigentlich nur, wenn ich ihn in die Offensive schicke. Oder eigentlich sterben soll, das ist eine andere Variante. Bei ihr der Speed runtergeht, vielleicht ein Fugue-Schild, wa? Aus dem von ihm klaue. Sakralschild lasse ich mal noch. Und, ja. Also mal so ein Gedanke, wa? Dann kann ich sie trotzdem noch mit 11 verteilen, 11 Resistenz, kann ich sie trotzdem noch ein bisschen in die Front schicken. Ein bisschen zumindest. Sie hat 12 Speed, okay, ansonsten halt eben Erholung, Purgativ, Rettung. Jetzt habe ich sie auch noch mit den Fähigkeiten, ganz geil. Delpher, Sakralschild, falls halt gebraucht wird, ansonsten halt den Korallenring. Wenn sie 20 Resistenz hat und jetzt kann ich sie eigentlich gegen jeden Magier reinschicken. Entweder greift halt magisch an oder ich mache es übers Schwert. Also ganz ehrlich, wer soll sie jetzt noch stoppen? Ich rufe jetzt mal ein Sakralschild. Nee, also Luffy, ganz ehrlich. Will ich ungern noch groß trainieren, wenn ich ehrlich sein soll. So, jetzt habe ich natürlich noch ein paar Dinge. Handelswert. Hebt den Fähigkeitswert. Wir haben hier Fähigkeiten. Ja, doch, bei Tobin. Ich meine, er ist ein Schütze. Ich will, dass er doch ein bisschen öfter crittet. Was macht das schon wieder? Fremdes Gewürz, keine Ahnung. So. Ja, aber reicht fürs Erste, ja. Es reicht fürs Erste. So, verliest 2. Was ist hier denn los? Was? Okay, wir haben genug Waffen, da keinen Bock drauf. Alles nur Waffen. Das alles mehr gibt's hier nicht. Hä? Fremde Maske. Was bringt denn das? Fremde Maske? Hallo? Okay, vielleicht zum Verkaufen oder so, keine Ahnung. Das sind... Ja, ich muss sie erstmal befreien, oder? Wäre vielleicht mal sinnvoller. Ja, ich kann sagen. Okay, Krämer. Hätte ich etwas, das ich rüber tauschen möchte? Ich glaube eigentlich eher weniger. Oder? Mal ganz kurz, Vorrat. Das Silberschwert wieder, wa? Mit der Tod? Nee, da will ich eigentlich noch behalten, weil vielleicht brauche ich sie wieder anstelle von Dumas Lanze halt. Den Bogen ist gleich, vor allem ich brauche drüben bei Silika brauche ich keinen Bogen. Sorry, geht nicht. Lanze natürlich was anderes, aber ich hatte eigentlich... Also natürlich vielleicht da drüben gut gebrauchen könnte, wegen Cheddar und so. Das ist vielleicht ein Sakralschild schick, weil habe ich hier bei Almsruten noch viel mit Sakraldingern zu tun. Also sprich, dass ich irgendwie halt eben so etwas bräuchte, wa? Das abzublocken, glaube ich ja weniger. Komm, ich schicke ein Sakralschild rüber. Und hoffe, ich mache keinen Fehler. Ja, quatschen. So, mit dem hier. Jo, ich hätte gerne, dass du den Sakralring-Schild rüber schickst. So, den Rest behalte ich mal noch. Das war's wieder, wa? So schnell kann's gehen. Das war noch nichts Neues nach, okay. Ja, Seki oder Sieg, wie sie heißt. Neue Einheit für unser Team vielleicht? Aber ich glaube hier mit Jamil und Cheddar, ich glaube Selikas Team sehr, sehr froh sein. Haben wir nur das hier wieder, wa? Das war natürlich eher die Sakrallanze. Den Rion-Schild. Magiering, der ist ja auch für die Entfernung. Hier ist echt schwierig, wenn ich hier den Ding geben soll, ein Schild. Ich meine, wäre natürlich bei ihr wäre es cool, wenn ich es Ace geben könnte.
die schrecken sie nicht, attackieren sie, ist eher an der Front. Weil es geht ja darum, dass sie denen, die an der Front sind, das geben muss. Sondern ist eher zweite Reihe. Ginny soll sowieso nicht angreifen. Dann, die sind zwar mehr oder weniger an der Front, aber Mei mit dem Magiering. Ja, das ist eigentlich schon cool, dass er auf große Reichweite angreifen kann. Ui, das ist echt gerade ein bisschen schwierig. Wenn ich es aber so mache und dann... Wir schauen mal bei ihr, wa? Basilica will ich sowieso erst später weitermachen. Erstmal, glaube ich, hier, weil ich auch ein bisschen ja, hier draufkloppen kann und so. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee, wenn ich mit... Oder mache ich zuerst mit allem alles fertig und gehe dann mit Celica weiter. Nee. Nee, mach so, Leute. Ich werde hier doch mit allem zuerst bis hier machen. Dann wäre es wieder mit, auf Celica. Erstmal Jamil, dann Cheddarplat machen. Ich glaube, bevor ich in den Turm reingehe, werde ich bei allem weitermachen mit Magnus, Müller und Rudolf noch. So, ich glaube, so ungefähr machen wir es. Klingt irgendwie, wenn ich sogar ein bisschen kurz mit dem Geist abgehe, doch relativ sinnvoll. So, dann will man sagen, Angriff. Weil wenn Seki, so wie es jetzt klang von Tatjana, uns gar nicht angreift, oder Sieg von mir aus, müsste relativ easy gehen. Jerome, sir, my report. The Deliverance forces will reach these plains momentarily. So, the peasants made it here after all. Bring me Ezekiel. I'm here, sir. You have need of me? The Zophian rabble will be upon us in due time. Prepare to intercept them. And mind your allegiances wisely. If I smell even a whiff of betrayal, you know what will happen. So, und jetzt, was heißt es genau? Ich habe, oh, was ist echt ein Goldritter? Oh, aber, ja, zwar Power, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, gut, viel Verteidigung, sehr gut. Aber, der Rest gefällt mir jetzt gar nicht, was der an Werten hat. Haben gar kein Glück. Ah gut, das ist natürlich am Feind, der will jetzt nachher ein bisschen anders. Könnte ja auch sein, alles klar. Was mache ich hier? Natürlich wieder einen schlechten Eindruck. Wie gewohnt, Tatjana bleibt mal vorne, dass sie, vielleicht schicke ich sie auch hier hin. Hier rüber. Dann Grey. Dann haben wir hier natürlich unsere Front aus Magiern, etc. etc. Ist jetzt zum Angreifen da. Jo, passt. Dann. Jetzt geht nach links rüber, jetzt nach rechts. Gut. Müsste klappen. Zeke, it's you! Tatjana? But how? I was saved by the Deliverance. Do you know what this means? It means you don't have to heed another word Jerome says. Thank you, Tatjana. Now you have saved me as well. Men, set your sights on the target. We march on Jerome's army. Prepare to attack! You dare? I didn't think you fool enough to betray me, Ezekiel. You know what fate awaits the girl now that... She's free. And now so am I. You've ground the people here under heel and threatened my love. Prepare to answer for your crimes. Wir sorgen jetzt dafür, dass Sieg überlebt, frage ich mich gerade. Wenn wir rütten noch Eisenlanze, ja Mann. So, natürlich hier mit Schleim und so. Und er auch noch überlegt hat, ob ich Lukas reinschicken soll mit Teleport. Weil ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? The mother walks with me. Guck. Er hat den Bandschild, also sorry, aber wer soll mir noch angreifen? Auf alle Fälle muss ich schnell nach vorne. Müssen Scharfschützen sein, wa? Die so weit angreifen können. Moment, ich habe eben noch Purgativ drauf, okay. Eine mehr mit Purgativ. Ja. Den Eisenlanzen. Alles kein Problem für uns. Schick's mal in den Wald hinein. Der Wald ist nie genug. So.
Vielleicht sogar in diesem Part noch eine neue Einheit, weil sieht für den Gegner ziemlich blöd aus, wenn ich mal sagen darf. Was soll ich jetzt noch machen? Oh, Animation ausschauen, das dauert sonst lange. Habe ich gerade das Gefühl, dass... Also, Sieg darf jetzt sterben, ne? Sind wir uns gerade einig. Toll. Keiner greift Lucas an. Lucas fühlt sich gerade ein bisschen verarscht. Oh, das kann eine Weile dauern, Freunde. Aua, ist ja... Aber wie gesagt, war Part 70, genau. Eine wunderschöne Zahl. Ja, wie lange dauert das Let's Play noch? Weil ich dachte ursprünglich, ja, das Fire Emblem ist ja ein bisschen kürzer, so 50, 60 Parts maximal, aber das wird doch ein bisschen länger dauern. Wobei, in Akt 5 soll sehr, sehr kurz sein. Akt 6 auch eher ein bisschen kürzer, also insofern... Doch in 80 Parts dann durch. Ja, das ist ein bisschen optimistisch, aber sicher unter 90. Das Finale, das Story-Finale könnte ruhig, vermutlich, also wird eh Part 5 sein, deswegen. Part 5. Akt 5 halt. 77%, zweimal angegriffen, Kammer getroffen, trifft er dafür? Okay, er trifft dafür. Was immer in Goldritter war. Aber gerade kann ich mit Purgativ auch ihn heilen? Ah ne, ich glaube, das ging gar nicht, wa? Oh, wie das dauert. Boah, endlich mal. So. Dann mal gucken, weit... komme ich weit vorne. Yeah. Kann ich schon den Oberarsch abschießen? Nee, da kann man nicht hin. So, bis hier hin, aber... So, erstmal gucken, wa? Es sind ja 2 Goldritter, der ist auch noch. Vielleicht erstmal, wie sieht denn seine Resistenz aus? Oh, ein bisschen beschissen noch. Ja, wäre schon mal der weniger. Wäre der schon mal weg. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ich habe nur noch einen Magier drin, wa? Okay. Nein! Ah, Scheiße. Ich habe ja Donnerschlag. So. Just say the word. Nothing will stop me. Jetzt kommt der Quatsch wieder. The mother walks with me. Doch besser noch erstmal einen großen bösen Boss hier platt machen. Vielleicht aber auch nicht die beste aller Ideen. So geht's ja auch. Jetzt haben wir immer noch den Quatsch da. Verdammt, wie soll denn das... Ich frage mich gerade, wie das überhaupt funktionieren soll, dass er gar nicht drauf geht, weil, wir sehen es ja jetzt, also ihr braucht schon eine Weile, bis ich überhaupt mal da oben bin. Wie soll das denn gehen? Just leave it to me. Ah doch, ich kann die auch heilen, sehr gut. Ja, dann wäre die Frage schon mal beantwortet, wie es funktionieren könnte. Doof. Man muss eh nur eher überleben, der Rest kann mir eigentlich egal sein. Die Truppen, die noch am Ablocken sind für ihn, wa? Naja, komm.
Haben die auch noch schnell. Aber ich glaube, ich habe da ein paar falsche Züge gemacht. Oh ne, geht doch so, so drauf, okay. Natürlich war es auch knapp. Dass Jerome gar keinen Bock hat, um Seki anzugreifen. Ja, ich sage mit Seki. Mein Gott. Hab früher zu viel Shaming King geguckt. Jetzt schäme ich mich. Nee, Quatsch. So. Aber das Feld lichtet sich. Sowohl was die Roten als auch die Grünen... Mann, die treffen aber nicht, ey. Was ist denn da los? Ja, sowohl was Rot als auch Grün betrifft. So, Doppellöwe. Doppellöwe gleich doppelter Crit. Na, das war nicht ganz. Wäre eigentlich cool gewesen. So. So, Goldritter hat doch ordentlich Power, wa? Sind echt nur noch die übrig. Ja, natürlich der hier unten, aber da kommen wir auch so hin. Wobei, wenn ich schon mal... Warte mal ganz kurz, ich muss da erst einmal die anderen zusammenstauchen. Machen Tobin so wenig Schaden, aber so geht's ja auch. So. Sehr schön und er kriegt ein Level up. Hat er gerade richtig gesehen? Entwicklung? Tatsächlich. Er könnte zum goldenen Ritter werden. Kann hier stehen bleiben. Warte mal, jetzt hat er einen Magiering für die höhere Reichweite, wa? Okay, dann mache ich es doch so. Ich schicke ihn mal nach oben. Ich kann ihm noch selber gucken, was er genau machen will. Mal gucken, wer hier schon ein bisschen angeschlagen ist. Oh, das gefällt beiden nicht. Ja, mit ihr reinzugehen, nicht unbedingt die beste aller Ideen. Seki geht es eigentlich soweit noch gut, das kann ich so belassen. Allem soweit auch, aber wenn schon, hat Cliff da oben ein bisschen nötig. So, oder doch Ragnarök. Oh. Was nicht hingekriegt, hey. Wäre beinahe noch schief gegangen. Ja, nehmen Sie die Mangel! Attacke! Attacke! Ein bisschen Attacke, lalala. Sie hat soweit eigentlich auch schon genug gekämpft. Ich kann sie zwar hier noch rüberschicken, aber nee, war die falsche. Schon vergeigt, egal. Level 9 für Mathilda. Zwar noch keine Entwicklung zum Goldritter, aber sie ist ja eh schon viel stärker als ihr Gatte, insofern.
auch nicht weiter so wild. So. Jetzt haben wir den Typen hier drüben. Ja. Na du? Was machst du denn hier? Willst du nicht noch ein bisschen spielen? Kritische 3 Punkte. Clive eher weniger. Wie sieht's denn hier aus? War Feuer, tot. Donner, tot. Excalibur, tot. Sagittae, tot. Aura, tot. Komm. Weil der Move so geil ist. Salto Mortale. What was this? I am a blue blood. A general. I'll not lose to such. Blaubeeren im Blut oder was? So ein Quatsch, blaues Blut. A stunning victory for a stunning lady. Jo. Dem lässt sich nichts hinzufügen. You must be Alm. Let me thank you again for helping Tatiana. We're happy to help, General. I heard you were opposed to this war. Will you lend us your strength? Not a man among us wishes this conflict to last any longer than it must. I'm afraid I cannot offer you an answer here and now. There's a village a ways ahead. I'll await you there. Until then. Ja, Okay, so geht's natürlich auch. Und dann im Dorf sagen, jo, okay, kommt mit. Hat es ja voll gelohnt. Ja, Freunde, nächster Part, also gehen wir erstmal ins Dorf hinein. Mal gucken, was Seki oder Sieg oder Ezekiel, keine Ahnung, was er zu sagen hat. Dann tun wir noch ein bisschen schmieden, ganz klar, vorbereiten. Danach aber geht's weiter mit Celica. Wir haben hier noch 2 Kämpfer vor uns. Jamil wird hoffentlich relativ easy sein, auch wenn er relativ viel Macht hat hier. Aber Kampf gegen Chad, da habe ich irgendwie das Gefühl, der wird sehr, vor allem im Sumpf noch. Oh ja, der wird schwierig. Also ich hätte schon kommen. Wie dem auch sei, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Endspurt in Akt Nummer 4. Ciao zusammen.